Ja, Freunde, meine Pokémon, zumindest ein Teil davon, macht's richtig und legt sich schlafen. Ey, Alter, bin ich am Arsch, ey. Die Wärme draußen macht einen anderen so müde. Nur Piondragi und irgendwie auch Machomai sind überhaupt nicht müde. Doch, machen wir so und pennt auch schon. Man sieht zum dritten Auge zwar nicht, aber die anderen beiden pennen. Kann vielleicht Herrscher-Pokémon nicht schlafen? Das wäre aber scheiße, Freunde, wa? Naja, willkommen zurück, Freunde, zu Pokémon Legend Arceus. Jo, da wird er aufwachen, Freunde. Und alle zurück in die Pokebälle. So. Warte mal, der kommt doch automatisch mit, oder? Weil ich weit genug weg bin. Pion Drage nicht, der hat einen sturen Kopf. So, jetzt. Okay, Freunde. In der heutigen Folge will ich ja erst einmal noch... Hallo? Jetzt. Bei unserem Pokémon gucken, was noch so für neue Attacken erlernen können. Ich habe, glaube ich, noch einen dabei. Die meisten haben noch dabei, okay. Aber mal zum Testen, weil ich noch nie gemacht habe. Attacke meistern. Dann wähle ein Pokémon. Wer ist mit Tornupto? Dann tun meistern soll. Ableit-Typ, Aeroas. Ah, eben sind es doch die Attacken, die sie einem beibringt, wa? Okay. Wähle ein Pokémon. Ich wähle Tornupto. Können wir was Neues lernen? Ein bisschen cool habe ich, ja. Donnerschlag, Feuerschlag. Ja, das ist natürlich nett. Stromstoß. Warum kann der so Move lernen? Magieflamme. Die Offensivkraft des Gegners. Das wird eventuell paralysiert. Wäre halt ein bisschen physischer Move. Kann man, glaube ich, durchaus machen. Aber erstmal gucken, was die anderen so drauf haben. So, Piondrage macht natürlich auch physische Moves. Das dürfte, glaube ich, klar sein. Gigastoß und so, nee. Stammpauke, Wobei Gigastoß wird hier in dem Spiel schon gehen. Eher gehen, was haben wir sonst alles? Steinhagel, Blutsauger, Statt Kreuzschere, wäre eine Option. So. Dann Gift-Hieb. Er hat zwar schon Giftattacke drauf. Was ich natürlich cool finde, sind hier die Elementarzähne, sag jetzt mal. Ching Ching. Axanto. Hättest du irgendwelche neue Moves? Vor allem coole Moves. Steinhagelstoß, Steinkante. Jetzt ist es langsam spannend. Hohe Volltrefferquote. Ja. Ich gebe sie mal mit. Aber nochmal was kann. Ich meine, generell hat Axantio seinen eigenen Axt-Move von dem her. Also, können wir das wirklich ein bisschen hinterfragen. Da drüben wir Tarnsteine. Da steht der Stein bitte wiederholt Schaden. Ja, kann machen. Steinhagel. Du auch Steinkante, ist klar. Wutanfall. Wieso hast du eine Drachenattacke? Wäre generell eine coole Idee. Weil ich mir auch gerne Steinkante beibringen würde. Freunde, das müssen wir nochmal ganz kurz repetieren. Sprich, ich will Ihnen natürlich noch weitere Moves beibringen, aber dafür muss ich jetzt erst einmal ganz kurz wieder ein paar Items ablegen, dann wieder ein paar Items verkaufen. Sonst wird das nichts. So, ich glaube, dass ich auch aus dem Lager hier etwas verkaufen kann. Bei den einen sicher, bei den anderen weniger, aber trotzdem gehen wir mal auf Nummer sicher. So, was haben wir schon? Das Kommi-Vitamine, alle verschieben. Meistersamen, ja, wir trotzdem wieder in die Box rein. Ob man das eigentlich schon einsetzen könnte. Alle mitnehmen. So. Noch ein bisschen was zum Verkaufen, Freunde, aber irgendwie nichts mehr zum Kohlescheffeln. Ja gut, noch ein paar Steine.
Entwicklungs-Items, Metallmantel, Upgrade, Schwarzaugit. Ein Finsterstern wäre mal was. So Kramchef und so. Klar, ich kann es kaufen, aber wäre schon cool, wenn ich es direkt so haben könnte. Naja, okay. Danach will ich mich ja wieder auf die Story begeben, auf die Reise der Story. Staralili mag besonders. So. Okay, da schon ein paar Bälle im Angebot. Schön, schön. Schön, schön. Verkaufen. Okay, das Lager wird hier sogar noch gehen. Danke. Dann zurück zum Attackenlehrer. So. Ich werde eher mal von unten an. Magnezone. Was hättest du jetzt für neue Moves noch zum Erlernen? Eisenschädel, nee. Stromstoß ist physisch, auch kein Interesse. Hyperstrahl, Stahlstrahl. In Form eines mächtigen Strahls hat, aber verletzt sich auch selber. Naja, ich meine, ich habe Lichtkanone. Stahlstrahl. Hyperstrahl, Stahlstrahl. Alter, die Namen zum Teil. Aber der Hyperstrahl, ich meine, der andere greift einen mächtigen Lichtstrahl an. Ja. Kein Rückstoßschaden oder so, oder muss eine Runde aussetzen? Nö. Aber verletzt er sich auch selbst. Aber er hat Lichtkanone, also. Der hat schon ordentlich Power. Wobei ich jetzt hier nicht die Moves selber noch anwählen kann nochmal. Nee, okay, gut. Dann lassen wir es bei Magneso mal. Wir hatten Machomai so. Ah, jetzt kommt der Enter mit den Elementarschlägen, dann natürlich klar. Flammenwurf. Mit 94 Spezialangriff? Nee, ich glaube eher weniger. Aber schnell ist es. Lecco mio, ey. Steinkante. Pferdestärke. Gift-Team. Ne, ich habe schon Gift-Pokémon im Team. Dankeschön. Die Elementardinger sind immer schön. Und plötzlich ist die Kohle wieder weg. So schnell kann es gehen, wa? Das war Machomai. Shelterra, da hatten wir jetzt vorhin schon erwähnt. Auch Steinkante bei ihm noch. Beim langsam viele Steinkante im Petto. Bei Shelterra ist so ein Pokémon, wo ich gerne noch Steinkante jeweils beibringe. Da lasse ich es hier eher. Warte mal, Xanto. Habe ich hier irgendwo noch etwas, was ich zurückgehalten habe? Auch Steinkante beigebaut, was eigentlich Quatsch ist, wenn ich ja diese seltsame Axt-Ding habe. Draußen wird wieder Rasen gemäht und so, ist immer wieder schön. Wenn man hier eigentlich aufnehmen will, Nachbarn, dann ist das egal. Warte mal. Tornupto. Das ist mehr Spezialangriff. Gut, dafür habe ich eigentlich Flammenwurf und Phantomparade. Aber zwei physische Moves sind schon nicht schlecht. Aeroas, Ableit-Hieb, einfach Aeroas, mit dem ich halt noch irgendwie einen Flugmove dabei habe. Ich könnte ihm eigentlich Stromstoß geben. Statt einen Elementarschlägen. Und weil der Stromstoß noch ein bisschen mehr Power hat. So, Freunde, dann gucken wir mal unser aktuelles neues Team an. Aktuelles neues Team. Auch schön. Also. Ich hätte es hier mal gesagt. Ist so soweit schön. Wir haben noch Spukball und Hitzekoller. Jetzt mal hier gegen Stromstoß. Ich glaube, ich verschiebe mal ganz kurz die Attacke hier noch. So. Dann. Pion Draghi, Attacken verwalten. So, ich habe Giftstreich. Knirscher. Der Gift-Hieb wäre eigentlich ein bisschen stärker, haben wir schon mal festgestellt. Blutsauger ist natürlich auch cool. Gegen den vielleicht. Dann hätte er noch Schwertanz drauf. Ja, aber wir haben jetzt natürlich die Elementardinger gegeben hier.
Feuerball glaube ich eher weniger. Donner vermutlich auch nicht. Eis, weil ich natürlich kein Ding mehr im Team habe. Ja, brauche ich Blutsauger. Aktuell. Im aktuellen Team. Wir haben ja Xanto dabei. Doch eher so. Moment. Also, Eiszahn. Dann haben wir Gift, Unlicht, Eis und Boosten. Ich würde sagen, passt, oder? Xanto, bei dir ist so eine Sache. Du hast Kreuzschere dabei. Super Move. Felsax ist dein eigener Move. Damit hast du auch noch wahrscheinlich Splitter, wiederholt Schaden. Hast du aktuell Psycho-Klinge, weil wir einen Psycho-Move brauchen, weil uns Psycho-Pokémon fehlt. Und Nahkampf. Aber du hast natürlich so viel Power, da ist natürlich gar kein Problem, wenn mit dir mal die Verteidigung sinkt oder sowieso kaum welche hast. Ja, wobei geht noch. Die Frage Steinkante. Ja, eigentlich eher weniger. Spezielle Moves eh nicht. Aeroas wäre jetzt eine Option gewesen, aber wir haben ja schon Dingsbums im Team. Der Tanupto, was es bereits kann. Tarnstanje fällt weg, weil ich Felsaxt habe. Schwertanz brauche ich auch in. Klar, würde es ihm jetzt noch helfen, aber ich glaube, wenn ich ihn einswitche, Xantor, soll er direkt finishen. Also Kreuzschere oder Felsax, wo es halt gerade geht. Beim Felsax könnte man sich überlegen, den Stein kann austauschen, wenn ich ein bisschen mehr Power habe. Genauigkeit, ja, trifft schon mit der Felsax jetzt nicht so häufig, also insofern. Psychoklinge, Nahkampf, ich glaube, bei ihm lasse ich es mal noch so. Shellterra, natürlich neu, Laubklinge, hohe Volltrefferquote, geil, Erdkräfte. Natürlich jetzt speziell. Ich hätte lieber eine Art Erdbeben, weiß aber nicht, ob es den Move hier überhaupt gibt im Spiel. Vielleicht muss er warten, bis er irgendwie Pferdestärke lernen kann oder sowas in der Art. Haben wir gerade vorhin gesehen, ne? Dass es Pokémon gibt bei uns im Team, die das können. Energieball, ja auch hier. Kann man sich jetzt überlegen. Spezialangriff jetzt nicht so hoch. Pack den jetzt lieber raus und pack was anderes ein. Ich meine Dampfwalze. Team hatten wir schon mal, statt Erdkräfte. Das Ziel kommt nach langsam wieder zum Zug. Wäre eigentlich schon cool, wenn ich quasi sage, hey, erst mit Dampfwalze, kann er mit Tempotechnik erstmal draufhauen. Damit der Gegner eh wieder langsamer zum Zug kommt. Ich könnte das sogar vielleicht sogar spammen. Und nachher vielleicht mit einem anderen Move wie Laubklingen oder so beenden. Versuche mal so. Und statt, ich glaube, ich nehme mal Wutanfall rein. Energieball. Mal gucken, wie die Kombi funktioniert. Auch wenn Drachen nur gegen Drachen wirken. Aber wir haben noch kein Fee-Pokémon im Team. Also insofern passt es, glaube ich, schon. So, Machomai. Du hast ja auch sehr viel. Patronenhieb. Quasi ein Prio-Move, wissen wir. So, er hätte zwar speziell Pferdestärke, wo ich nicht verstehe, wieso jetzt er sowas haben kann, aber Shellterra nicht. Das macht bei mir gerade gar keinen Sinn. Aber egal, sowas gebe ich dir mit. Dann macht natürlich nur das Sinn, dass er vielleicht einen starken Kampfmove dabei habe. Ich glaube, Ableit-Team momentan macht Sinn. Donnerschlag. Ice-Sieb ist natürlich die größte Coverage, wa? Weil ich die Kombi mit Feuerschlag nicht so schlecht finde. Weil ich momentan nur Tanuptor als Feuerpunkt dabei habe und das ist ja eher speziell ausgerichtet. Also Machomai als physisch Angriff wäre jetzt nicht so schlecht. Ich würde aber gerne auch Pferdestärke mitnehmen, weil wir den Move noch gar nicht dabei haben. Steinkann, ich glaube aktuell auch kein einziges Pokémon von uns jetzt im Petto. Patronibis ist halt ein Stahl-Move. Ja, warum heißt eh schon schnell? Gebe ich ihm jetzt eher Steinkante mit oder sage ich vielleicht sogar noch einen zweiten Elementar-Move? Mit Donnerschlag zum Beispiel. Moment mal. Tanupto hat jetzt auch einen Elektromove drauf. Genau, der ist ja auch physisch. Noch eins. Dann haben wir das. Wir haben ja Magneson sowieso mit Elektro. Ne, warte mal, dann machen wir was anderes. Machen wir mal. Elektro, also sprich Donnerschlag aktuell noch nicht, obwohl es eigentlich cool wäre.
Ableithieb, Feuerschlag. Den kann ich glaube ich auch mal so belassen. Was kann ich sonst so generell machen? Fällestärke, ja, ist ein Bodenmove, der trifft auch relativ viel. Eis, habe ich aktuell nur 2 Moves gelehrt. Pier und Dragio machen wir dann aktuell Eis-Moves drauf. Ich glaube, das macht Sinn, wenn du auch noch einen hast. Eventuell künftig Feuerschlag durch was anderes noch ersetzen. Da muss ich ein bisschen halt ausprobieren, was gut kommt und so. Deswegen habe ich mir auch relativ viele Moves gekauft und da auch ein bisschen variieren kann. So, hier haben wir Donner, Stahl, also Elektrostahl macht Sinn. Triplette, damit ich ein bisschen alles treffe. Donnerwelle zum Paralysieren. Viel mehr braucht er eigentlich auch nicht. Jo. Also glaubt, das Team hat es durchaus drauf, Freunde. Oder? Kann man glaube ich so machen. So. Wie sieht es denn hier jetzt aus? Das haben wir in der letzten Folge auch ein bisschen angeguckt. Das hier ist sowieso eine Endlos-Quest. Das hier nervig. Das hier ist erst recht nervig. Müssen wir mal offscreen irgendwie ein großes suchen. Ein Herrscherbaumlin oder so. Ja, müssen wir erstmal auf die Griffelhügel zurück. Aber momentan keinen Bock. Traumfugil können wir, glaube ich, erst ein nächstes Gebiet holen. Das Ding holen wir vermutlich erst ein nächstes Gebiet dann ab. Geistermeer, Nebulak. Ja, müssen wir ein paar fangen. Oder trainieren oder so. Die Legende des Meeres. Das ist eine Quest, ich glaube, erstmal Schluss machen. Da geht es ja auch um Mana-Vieh und so. Ja, wenn man sagen, macht Sinn, wa? Also. Hätten wir das? Pokédex nicht berichtet. Okay, kann ich auch noch machen. Später mehr oder mehr für die Kohle. Ansonsten, teammäßig sind wir gut dabei. Machen wir so, kurz am Level Up. Alle zurzeit voll entwickelt. Passt. Hat Luft. Wir gehen, Freunde. Und ich glaube, ich habe noch genug Punkte, also DPs, Dankbarkeitspunkte. Damit ich Ihnen hier auch mal demnächst mal neue Items holen könnte. Schafklaue als Beispiel. Ich denke aber vielleicht eher so einen Finsterstein mal für einen Kramchef oder so. Ein Stromisier oder so, vielleicht mal für einen Elevoltec. Vielleicht ein Sherox wäre vielleicht auch mal cool, wa? Aktuell haben wir schon eher so. Gut, das ist jetzt einfach Hisui. Von dem her, ja, irgendwie auch Sinnoh, aber halt Hisui. Hisui-Form, Hisui-Form. Ja, ansonsten haben wir hier noch, krass, war auch ein Sinnoh. Sinnoh-Pokémon oder Diamant-Perl-Pokémon. Hier genauso, logischerweise Starter. Machomai, das einzige Kanto-Pokémon hier. Und hier nochmal. Sinnoh-Pokémon, wobei Tonutta eigentlich auch ein bisschen Yoto ist. Eigentlich, egal. Wir machen einfach weiter mit unseren dämlichen Klamotten. Sollen wir mal was anderes anziehen? Mir fehlt irgendwie die große Auswahl, wenn ich ehrlich sein soll. Das Oberteil. Ich mal das Vulcano-Ding anprobieren. Da ist aber gar komplett. Okay, was? Oh, das ist alles ausgelöscht. Die Schuhe. Das sieht irgendwie alles scheiße aus. Ich bin gespannt, ob da bald mal noch mehr dazu kommt, aber egal. Ja, das Item ist bereits aussortiert. Die Folge ist eigentlich praktisch sowieso vorbei, das ist irgendwie krass, aber ich mache es ein bisschen länger, Freunde. Und ja, aktuell mit dem Team, wie gesagt, wir haben noch ein paar andere im Petto, auch noch in Boxen, etc. etc. Aber jetzt begeben wir uns erst einmal ins Kraterberg Hochland. Neues Gebiet. Hoffentlich auch neue und coole Pokémon. Oh. Ja, sehr nah am Kraterberg. Das hat was.
Willkommen in Craterberg Hofloch, Michael. Berge ist voller Fels und Stein, deswegen lassen sich wohl auf eine Vielzahl von Gesteinsboden-Pokémon gefasst machen. Toll, jetzt wo ich mein Wasser-Pokémon abgelegt habe. Und das dort hinten unter dem Riss im unser Gefüge ist der Craterberg. Ich vermute, die magnetische Kraft, die diesen Berg umgibt, wirkt sich auf irgendeine Weise auf die dort liegenden Pokémon aus. Fantascinating. Gemeinsam mit Hindenberg. Hin und zurück. Items kaufen willst, ja. Erstmal Pokédex gucken. Maschok Level 10 und Machomai. Naja, Level 3. Nite-Pokémon gefangen. Mhm. Und Protzer gesehen. Also Nahkampf gesehen. Krafttechnik gesehen, okay. Ja, sehen wir, glaube ich, auch mit Krafttechnik irgendwie hochpushen. Weil Protzer, nee, seht ich nicht ein. Kein Bock drauf. Der Tag von Typ Fee besiegt, okay. Leb nicht hier, nee, der lebt nirgends. So, wo ist denn hin? Oh. Das ist wieder irgendwie ein Herrscher-Pokémon. In der Nähe wird noch genau gehört. Ah. Ne, ist normales Luxtra, wa? Also normal, in Anführungszeichen. Forschungslevel 6. Warte mal. Ernsthaft? So. Das wird ja jetzt wohl gehen, oder? Alter, was ist mit diesem Viech los? So, da verstehe ich jetzt. Was soll ich denn sonst noch machen, hey? Ich schmeiß die Köder, ich schmeiß die besten Bälle. Klar, ich habe keine Zentnerbälle benutzt, sondern Schwerbälle. Aber mein Gott. Das kann wohl nicht wahr sein, ey. So, ich versuch's nochmal mit Zentnerbälle. Wenn er nicht drin bleibt, dann ganz ehrlich. Kann er mir am Arsch lecken. Hä, ist er weg? Was ist das? Wieso bleiben die nicht einfach drin, Freund? Ich verstehe das nicht. Ja klar, Lux, ich hätte jetzt nochmal ein Ding schmeißen können, aber ganz ehrlich, das hätte auch nichts gebracht. Wir können nochmal eine Probe auf Exempel machen, weil ich glaube, aber hat das Bodenkönner geschmissen? Ich glaube schon, wa? Seht ihr, das verstehe ich nicht. Das war ein fucking Schwerball. Müsst ihr dafür wirklich irgendwie die härteren Bälle. Also, ich meine, es ist ja 28 bloß. Da reichen die Schwerbälle nicht mehr aus, trotz Köder. Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Sorry. Vielleicht bin ich da wirklich auch zu ungeduldig, das kann natürlich sein, aber ich habe eigentlich da so
das Gefühl von wegen, hey, wenn ich da auch einen krassen Köder ausschmeiße und das Ding war ja grün. Also das heißt, der Köder war jetzt nicht schlecht oder so, ja? Da habe ich schon gut gemacht, also einen richtigen Köder gewählt. Ich habe noch einen anderen genommen, mal gucken, was jetzt passiert. So, wenn jetzt auch nicht drin bleibt, dann versteht die Welt wirklich nicht mehr. Okay. Wo ist das Luxtra hin? Das vorhin noch hier war und plötzlich wieder verschwunden ist. Einfach so, oh, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Hm. Was? Wann es erbaut wurde. Ein Voluminas, ja. Noch ein paar von denen. Hm. Sind noch ein paar coole Janmas. Jan Mega ist da auch noch. Finde ich ja mega. Oh. Wird langsam Nacht offenbar, wa? Na, Luxio. Nee, muss nicht angreifen. Können klappen diesen Flug-Pokémon. Die Flugbälle sind ja vor allem dafür da. Ja gut, dann halt nicht. Mitunter reichen die noch weit. Aber nur mitunter. Ja, leider schade. Magneson, du darfst hier mal noch. So, Vorbeere. Also. Das ist der schon wieder. Das Luxtra ist nicht respawned. Unterschiedliche große Luxios. Tatsache. Oder? Oder sieht es nur so aus? Krass. Egal. Freunde, ich sage in der Hinsicht wieder vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei Pokémon Legenden Arceus. Dann vielleicht ein bisschen mehr Glück mit dem Pokémon fangen. Und ja, zum Teil stelle ich mich auch ein bisschen ungeduldig an. Das stimmt, aber zum Teil habe das Gefühl von wegen, schmeiß einen Schwerball, klappt nicht, schmeiß einen Flügelball, klappt nicht. Sind wir irgendwie mit den stärksten Bällen daran und so? Ich versuche mal in der ersten Folge mit dem Parasec und dann gucken wir uns natürlich auch das Gebiet hier noch ein bisschen näher an. Wa? Das Kraterberg Hochland scheint sehr, sehr krass zu sein. Wir haben hier auch noch... Hä? Wo bin ich überhaupt? Achso, hier unten. Ich habe es gar nicht richtig gesehen, ey. Was zum... Also. Sind wir hier? Bizarre Höhle. Okay, das scheint ein großes Gebiet zu sein. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.